Du, dein Kuchen schön essen, gell? Ich glaube, ich kann nicht mehr. Du musst vielleicht schon was essen, Onkel, dass du schnell wieder daheim bist. Du musst schon was essen, Onkel Egon, gell? Aber wenn's nicht mehr magst, den Kuchen auf, na, dann nicht essen. Lisbeth. Ja, weil es schade ist um Sach. Da, die Pralinen, Manni, die darf man auch mit heimnehmen, gell? Nicht, dass schlecht werden. Na, jetzt hat. Ja, nehmt es mit, das Klump, ich mag's eh nicht. Ja, siehst du, sie mag's eh nicht. Hat der Doktor schon gesagt, wann du heim darfst? Nein. Bis nächste Woche musst du heraus sein. Warum? Braucht ich mein Bett? Na, aber da... Unser Lisbeth heirat. Was, schon wieder? Aber nur standesamtlich. Ja, ist das nicht heiraten? Und doch schon, aber... Wir feiern bloß ganz klein. Ja, bloß die Familie, nächsten Donnerstag. Na, Standesamt und danach gehen wir zum Mittagessen zum Jagerwirt. Kenn ich den? Okay, Egon, du kennst doch einen Jagerwirt. Ja, den schon. Ich mein ihren Auserwählten. Ja, freilich. Der Ramsauerbub. Der Ramsauerbub. Oh mei, da war der Vater schon ein Depp. Nein, da komm ich nicht. Okay, das kannst du jetzt auch nicht machen. Freilich kommst, Onkel Egon. Du musst kommen, Onkel Egon. Nein, du kriegst einen Scheck. Ja, ich will dich ja zu nichts zwingen, gell? Also, wenn du partout nicht magst. Heute schaust du auf jeden Fall schon viel besser aus, Onkel. Ja, gute Farbe, oder, gell? Ja, Ja, das finde ich auch. Heute geht's ja schon ein bisschen besser, gell? ich bin zufrieden. Ja, Schmerzen hast auch keine, gell? Na, sonst darf er doch nicht so gut ausschauen. Weißt du, das wird schon wieder. Bald bist du wieder daheim, gell? Meinst Ja, ganz gewiss. Ja, so gut wie du ausschaust, bestimmt schon die Woche. Den reißt's weg. Das Wochenende erlebt er nicht mehr. Und? Was meinst Hast du einen gescheiten schwarzen Mantel? du? Einen schönen Hut brauchst du auch. Ja, aber er schaut doch schon viel besser aus heute. Oder nicht? Der ist ganz gelb im Gesicht. Wie ein Pfannkuchen von 8 Eier. Den haut's runter. Wo oben? Ja, vom Stangerl heut. Meinst du wirklich? Der schaut der heute schon aus wie der Leich. Grüß Gott. Ja, für dich. Du brauchst auch einen schönen schwarzen Mantel. Und einen gescheiten Hut, wo der Ost, wenn du am Friedhof so umblaust ums Eck. Ja, aber den kann ich doch immer noch kaufen, wenn es dann einmal so weit ist. Tante Zilli, heute ist Mittwoch, morgen ist ein Feiertag, da haben alle Geschäfte zu. Jetzt, wenn am Samstag die Beerdigung ist, ja, was tust du denn nachher? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und mit dem Leichenmahl wird's auch eng. Am Samstag ist doch beim Jagerwirt Preiskegeln. Da geht's fast sauber zu. Da darfst du gleich einen Tisch reservieren, für alle Fälle. Meinst? Ja, freilich. Und wenn's blöd hergeht, kannst du ja wieder absagen. Ja, und wenn er nächste Woche stirbt, dann war es ja ganz blöd, weil dann kann ich die Hochzeit gleich absagen. Ja, das war jetzt natürlich schon ungünstig. Aber einen Tisch hätten wir dann im Jagerwirt. Ich mein, Hochzeit oder Beerdigung, das ist doch denen wurscht. Ja, schon, aber ich hab kein schwarzes Gewand. Ich auch nicht. Ein neues Kostüm kann ich auch mal wieder brauchen. Die Kinder, so viel Geld ausgeben, wenn noch gar nichts gewiss ist. Das passt schon. Mein Schwiegervater, der hat nächste Woche Schrittmacherkontrolle und der Mann schaut auch nicht allzu rosig aus. Gell, braucht bloß was sein. Ja, und vielleicht ist was. Das Geld ist in jedem Fall gut angelegt. Ja gut, dann fahren wir halt morgen zum Kaufhaus Kreitmeier. Morgen ist zu, wir fahren heute sicher, ist sicher. Und was wir haben, das haben wir. Ja, aber nix aber, Tante Zilli, wir kaufen dir einen schönen Mantel mit einem Pelzkragen. Ja. Ein Hut möchte ich aber auch dazu, gell? Ja, genau. Und der darfst du nicht